Was war denn das für ein Spruch gerade? Was? Er hat gesagt, dass du nicht arbeiten gehst. Was hast du? Nee, ernsthaft, hast du das gesagt? Oh nee, Digga! Moin Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück auf dem besten Zweikanal von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Herzlich willkommen zu einem der unangenehmsten Videos, die ich jemals geguckt habe. Falls ihr euch fragt, wieso hier so Luxemburgli sind. Wir sind hier gerade im Grand Resort Bad Ragaz, Weird Flex. Und die haben uns erkannt und das gebracht. Richtig nett. Grüße gehen raus. Ich habe morgen eine Operation, muss mein Schlüsselbein operieren. Deshalb bin ich hier. Wir gucken uns heute den Prank an von Felix Lobrecht, mir und noch einer Schauspielerin an den WWW-Jungs. Und ich sag's euch schon mal vorab, wie es ist. Es ist etwas vom Unangenehmsten, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Ich glaube, ich habe sehr, sehr reingecringed. Wir gehen rein in die Reaction und lassen uns überraschen. By the way, noch ein zweiter weirder Flex. Das Video ist einfach auf Platz 1 in den Trends. Gang Shit. Das liegt auf keinen Fall an Felix Lobrecht, sondern nur an mir. Du stehst auf so Schwenks, wa? Das kommt so arrogant rüber, wie ich hier bin. Ich habe dieses Hotelzimmer gebucht, einfach weil ich das mal ausprobieren wollte. Viel zu teuer. Und das ist einfach nur der weirde Flex. Ich muss es hier hinstellen. Grand Resort Bad Ragaz. Küsse. So Leute, die Jungs spielen heute Erkennst du den Song? Aber ohne mich ist es langweilig. Flipse, für mich ist den Twinnies heute die Show. Ihr wisst, braucht ihr euch noch angucken, die andere Scheiße. Das ist alles nicht witzig. Deswegen ziehe ich hier im Hintergrund noch ein bisschen die Fäden, damit hier auch ein bisschen was passiert, An dieser Stelle wirklich ein big Dankeschön an Miguel von WWW. Er hat mich eingeladen, bei diesem Prank mitzumachen, weil mit Felix Lobrecht zu filmen, ich sag ganz ehrlich, ist schon geil, würde ich sagen. Hallo zusammen, Köln-Lindenthal ist calling. Herzlich willkommen zu Erkennst du den Song? Das große Länderspecial. Das große Länderspecial. Okay, um ganz kurz zu erklären, für die Leute, die jetzt gar nichts verstehen. Das Länderspecial haben mal, Hanna, dort hinten, wir haben mal ein Länderspecial gemacht, Österreich gegen Deutschland, gegen die Schweiz, bei Kennst du den Song, 3 Länder, 3 Leute gegeneinander. Und jetzt war der Aufhänger wieder, so ein Länderspecial zu machen. Ich war quasi der Promi und Jules war eine Schauspielerin und sie hatte Felix Lobrecht im Ohr als Knopf. Und er konnte sagen, was er wollte und hat die ganze Show so ein bisschen komisch gestaltet. Und ja, das ganze Video ist auf dem 1 Live-Kanal. Werde ich auch noch eine Reaction drauf machen. Ich hoffe, das wird nicht weggebannt. Gönnt mal bitte 1 Live. Ja, das ist die Ausgangslage. Ich bin Jule 28. Und heute räche ich mich als Französin für den Krieg. Hallo, ich bin Dennis Wolter und ich bin voll glücklich, dass ich mich heute für den Dreh nicht umziehen musste. Hallo, ich bin Adi, 23 Jahre alt, komme aus der Schweiz und die nicht erfolgreiche Version von Hazelbrugger. Das ist true. Ey, by the way, ich finde immer, wenn ich so irgendwo bin, ich rede immer so leise, ich rede immer so, hallo, ich bin Adi. Ich muss mal lernen, dass wenn ich irgendwo bin, dass ich so laut rede, so wie ich jetzt halt hier rede. Shit, Mann. Und damit willkommen zu Erkennst du den Song, dem großen Länderspecial. Heute mit 2 tollen Gästen zu meiner linken Seite. Adi aus Berlin! Yo, 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 Und Gang! meiner rechten Seite Jule aus Berlin, aber auch halb aus Frankreich. Okay, sie hat, ich glaube, Dennis geprankt. Ich kann die beiden nie unterscheiden. Sorry. Genau, und sie hat vorher schon, als sie angekommen ist, hat sie schon angefangen zu pranken. Das heißt, Dennis ist, glaube ich, jetzt schon so ein bisschen irritiert. Aber das sieht man hier alles nicht. Das sieht man alles im Behind the Scenes bei 1 Live. Adi, du warst schon mal in einer anderen Länderspecial mit dabei. Das ist hier unterm i verlinkt. Wie ist es damals für dich ausgegangen? Ich habe gewonnen. Stark, finde ich toll. Jo. Mega. Und deshalb habe ich heute auch die... man darf keine Marken zeigen. Nee, aber wenn du alle Marken nennst. Okay, es gibt Schuhe von Adidas, Ja. Nike, aber ich habe natürlich heute On-Schuhe an und das liegt nicht an Roger Federer. Ja, Okay, heute On-Schuhe wieder wichtig und richtig und ich habe mich schon wieder versprochen. gewinnen, denn die WM in Katar ist im vollen Gange. Ich gucke mir jetzt natürlich an mit einer Erektion vom Fernseher, weil ich das toll finde. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, auch bei einer normalen Folge, schreibt jetzt Lieblingssong in die Kommentare und vielleicht auch einen WM-Tipp. Wer holt den Weltpokal? Auf das erstmal hier eine Traube. Ich tippe auf Kanada und habe Er kostet rein Argentinien Weltmeister. Aber fuck Katar. mein gesamtes Vermögen darauf gesetzt. Ja. Azariel Banks, 212 ist der Song und Lazy J. Ich hätte das nie gewusst, das hat Felix der auf Sorge gesagt. Der hat auch gebuzzert nach 0,2 Sekunden. Du kannst gar nicht so schnell buzzern. Und übrigens, das hier links ist nicht die französische Flagge, sondern die Flagge von den Niederlanden. Ich hätte es nicht mal gewusst.
Oh, Störgeräusch, von wo kommt es? Jule, du kommst aus Berlin, Ja. bist Halbfranzösin und hast eine doppelte Staatsbürgerschaft. Ja, und deine meine Mama Eltern haben das entschieden. kommt aus Dijon. Da kommt auch toller Senf her. Ja, die meisten denken immer, da kommt nur Senf her. Aber du auch. Ja. Ja. Was gibt's noch in Dijon? Ja, nicht viel sonst, ehrlich gesagt. Tatsächlich eigentlich wirklich Jules mag neben Senf aus Dijon auch Mayo aus der Tube. hauptsächlich die Senf. Die liebe ich natürlich, schön mittelscharf, auf jedes Gericht drauf. Ali, du kommst aus der Schweiz. Du hast wahrscheinlich schon ganz viele Sachen erzählt in der letzten Folge über die Schweiz. Deswegen skippen wir das einfach, geht zum nächsten Song über. Perfekt. Good joke, good one. Sorry, ich war schneller, aber... Oder? Ich wollte jetzt irgendeinen Joke bringen, aber mir ist nichts eingefallen. Was? Ja, ich wollte wegen dem Rauschen einen Joke bringen, aber mir ist nichts eingefallen. Okay, die Produzenten von WWW haben auch immer so Rauschgeräusche angefügt, weil die wussten vom Prank Bescheid und die wollten halt nur so ein bisschen technische Fehler machen. Wir mussten auch den Anfang zweimal filmen, das sieht man hier alles nicht. Aber man sieht schon, dass er schon ein bisschen genervt ist, aber shit. Party in der ganzen Stadt. Rin? Rin, Dior 2001. Dior Ich hab 2001. den gesehen beim Frauenfeld dieses Jahr, war sehr gut. Und welchen Joke wolltest du machen? Was? Welchen Joke wolltest du machen? Welchen Joke wolltest du machen? War kein Joke. Du hast doch gerade gesagt, du wolltest einen Joke machen zum Besser, oder? Aha, ich wollte irgendwie sagen, keine Ahnung, dass ein Song von ihnen ist oder so. Weißt du, Weil es wäre ein gut Joke gewesen, weil halt so wegen den Rauschgeräuschen. wegen dem Super. Wegen unserer defekten Technik. Das ist halt dann funny, weil... Aber Benny, ich kann's nicht. Er ist schon genervt. Er ist auf jeden Fall, ich glaube, es ist Dennis, sorry, falls es falsch ist. Ich glaube, er ist schon genervt. 2:00, weiter. Bänger sind zurück mit vernichtenden Parts. Was wollt ihr mir einreden? Unser Scheißleben fängt an. Nur per Unterlassungsklage Ach so, das war ein Fehlbuzzer. Funny, good one. werden wir für Disses bezahlen. Denn JBG heißt neue Geschwister für Lars. Leute, wir sind Kollega? Ist Kollega? Mit JGB. Dorfer, bevor wir Kollege Farid Bang, Düsseldorfer. Musst du aber auch wissen. Das muss natürlich wissen, ja. Digga, diese Störgeräusche, die sind so offensichtlich. Als Düsseldorfer muss ich das natürlich wissen. Kommst du aus Düsseldorf? Ich komme aus Düsseldorf, genau. Oh shit. Du verkaufst gerne Sachen auf Ebay. Was verkaufst du da? Ja, alles Mögliche. Alles, was ich so loswerden will. Was willst du denn loswerden? Alles, was ich zu viel in den Schrank zum Beispiel, den habe ich gestern verkauft. Wie viel gehen deine Sachen über die Ladentheke? Ich habe ihn zusammen mit einer Kommode verkauft für... Seid ihr alle im Flugmodus drin, weil es ist... Ich hab's nicht, ja. Oder? Also. Gibt es ein Wort, womit ich diesen Prank auflösen kann? Außer Hilfe oder so? Was muss ich machen? Digga, ey, man sieht's ja gar nicht so, aber es war wirklich, er hat's, glaube ich, sehr früh gecheckt und es war so ruhig im ganzen Studio. Es war unglaublich cringe. Es kommt aber hier actually gar nicht so unangenehm rüber, wie es dort war. Was muss ich? Ins Handy in? Benni? Ja. Was willst du von mir? Ich weiß nichts. Achso, aber dann, sorry, ich gehe mal ganz kurz auf Toilette, okay? Weil das ist ja irgendwie alles, funktioniert das auch nicht gerade. Ich weiß, es muss ja irgendwas sein. Ich suche die ganze Zeit die Kameras, aber vor allem... Die haben hier so, die von 1 Live haben überall so Kameras versteckt. Hier die Spycam 2. Das war auf jeden Fall crazy. Und wir waren verkabelt und doppelt verkabelt nochmal drunter. Ich erlaube niemandem, dieses Material zu nutzen. Quink, Verstehen Sie Spaß? Ich möchte es nicht. Sebastian Weimar, immer noch nein. Okay, eBay. Also ganz viel habe ich schon verkauft. Okay, ihr müsst wissen, sie war da so 5 Minuten weg. Das war nicht nur so kurz. In echt war sie recht lang weg. Sowieso irgendwie alles Mögliche. Aber eine Kommode jetzt und einen Schrank für immerhin noch 50 €. Ich versuche mal, also ich meine, Ja. Berlin hat ja eh jeder schon alles, deswegen klar. kauft immer keiner was richtig. Ja, das ist klarer Fall. Das weiß ich, das ist ein Army-Rapper, der noch nicht erschossen wurde. Actually good joke, hat niemand gegettet. Eigentlich guter Joke. Und zwar Lil Pump mit Gucci Gang. Das ist es. Das ist es. Aber dass niemand den Joke gegettet hat, fand ich auch ein bisschen sad, ehrlich gesagt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Bennis, Danny, da müsst ihr nochmal ran. Dein Song Flipflops kam Ende Oktober raus. Oh nee. Ich wollte fragen, worum es in dem Song geht, aber Ich weiß es selber nicht genau. was Lebensgefühl? das ist. Nee, das ist einfach so ein Projekt. Dennis hat diesen Song noch nie in seinem Leben gehört. Da hat keinen Plan. Das stand auf seinem Blatt drauf.
Und er war eh schon genervt. Habt ihr gehört, wie die Frage gestellt hat? Flipflops, hast du schon gehört? Ja. Um Geld zu machen. Das Nee, kenn ich weiß ich. selber nicht genau, ich habe es aus Spaß gemacht. Und Und ist der Song gepoppt, kann man so sagen? ja, es hat auf TikTok 30 Videos damit Adi Totoro, unser Schweizer Comedy-Import. gegeben. Das ist ja schon mal... Das ist gepoppt, das würde ich sagen. Ab 29 gepoppt. Macht Jule, Spaß, das Ganze. du kannst nicht gut kochen, aber bist gut darin, Partner zu finden, die das können. Wie findest du Partner, die gut kochen können? Keine Ahnung, es passiert einfach so. Die können mal, ich habe das Gefühl, viele Männer können heute kochen. Ja, das ist ganz einfach. Mit so TikToks gibt es viele Gerichte und diese One-Pot-Gerichte kann ich auch ganz gut. Und so. Und dann mache ich so Pudding in einen Topf und dann ein bisschen Nudeln rein, dann habe ich schon Essen. The Killers, Mr. Brightside. The Killers, Mr. Brightside. 3-1. Ich habe gut und gerne 5 Kilo Übergewicht. Ein krummes Ding namens Nase ziert mein Gesicht. Kein Plan, wer das ist. Oh, das Licht ist ausgegangen. Wieso? Scheiße, das ist doch, Ich glaube, das Licht soll dann sein. was ist denn der Song? Das ist auf jeden Fall ein deutscher Klassiker. Also vielleicht nicht, wenn man die Band sagt, ne? Zu Tode betrübt, hab ich dich oft genervt. Ich hab keinen Plan. Doch das ist mir ernst. Ich war und bin und bleibe nicht verliebt. Ich zeig dir Er hatte keinen Bock mehr. Er war da schon raus. ich setze Er wusste innerlich schon, das ist faul. Es kommt im Video nicht so rüber. Da muss man dran arbeiten. Ich esse jetzt Heidelbeeren. bin raus. und du weißt, was das heißt. Hey! Pur, hör gut zu. Noch nie gehört. War pur groß in Deutschland? Pur sind immer noch sehr groß in Deutschland. Ist nämlich die groß? erfolgreichste Band in ganz Deutschland. Und die sind bestimmt auch mal in anderen Ländern unterwegs. In Frankreich zum Beispiel auch. Pure. Und den Namen treten die da auf. Und du hast noch was geschenkt bekommen, und zwar einen Ziegenleckstein zum Geburtstag. Erzähl mir alles. Was willst du denn genau Er hatte keinen Bock mehr. wissen darüber? Wer und warum und was ist danach damit passiert? Von meiner, ja, der ist jetzt in irgendeiner Waldorfschule bei Eseln im Käfig, wo der eigentlich hingehört. Aber Meine ist auch WG ganz hat mir lecker. den geschenkt, Und warum haben die einen geschenkt? weil ich salze, alles nachsalze. Mach ich auch gerne. Adi, WG? Ihr beide vielleicht mal? Ich glaube, Dennis war leicht salzig. Ich halt mein Maul. Für ein halbes verrücktes Jahr irgendwo? Ich war mal in der WG für 3 Tage. Nett an Schule, wo du warst. Hab den Joke bis heute noch nicht gegettet. Und wie war es da in der WG? War okay, es waren nur 3 Tage. Also, wir haben wirklich alles eingeräumt. Dann bin ich 3 Tage dort gewesen, bin ich wieder gegangen. Mach auf TikTok eine Mio, kurze Form. Ja, ein guter alter Klassiker der Musikgeschichte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das ist ein Song von einem aufstrebenden Rapper aus Basel, Lil Toro, 80 Toronto, mit Flipflops. Ich mach ein TikTok, scheiß mal auf diese. Digga, die haben nicht mal das Cover gefunden, haben einfach irgendein Bild genommen. Adi Totoro, online, Portrait, HD. Bruder, trage nur noch Flipflops. Flüsse schnell wie Brillen, Basel City, wo ich herkomme. Guckst du WM? Ja, Fußball. Ist das deins? nur während WM und EM, ehrlich gesagt. Und wer hat die letzte WM gewonnen? Scheiße. Nicht Deutschland auf jeden Fall. Nee. Und die letzte EM? Wer ist Europameister? Ich setze ja immer auf Frankreich, aber die haben es dann auch nicht geklappt. Warte mal, doch, natürlich. Es hat, ehrlich gesagt hätte England gewinnen sollen, aber es hat ja Italien gewonnen. So ist es richtig, ja. Siehste? Kann ich unterschreiben. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. King Kong, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my. Nein, sorry. Nice tea and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready. Life is sweet as. Auch diese Schweizer Flaggen bei mir hier, ich glaube, die würde ich auch im Alltag gut rocken. Ne? Ich sehe mich da schon drin. Yeah, this beat treat it like money. This go, I'm alone, I'm in the I'm down, you know I got. Dynamite von dieser Band, dieser K-Pop-Band. Oh, stimmt, BTS. Ich war selber dabei, aber weiß es bis jetzt schon nicht mehr. BTS? Macker, Denker, Löwe, Bär. Stimmt. Du studierst Medienwissenschaft. Nee, habe ich schon.
Du machst gerade einen Sabbat. Benny und Dennis hassen es, wenn Wildcarder kommen und sagen, ja, ich habe Medienwissenschaft studiert und mache jetzt irgendwas in Richtung Social Media. Das ist so Ja, der noch ein Joke. Bachelor. Was ist das? Was machen wir da? Nix Warum macht die? man da. Deswegen ist Sabbatical. Und hast du Spaß daran? Ja, ich bin zum Beispiel jetzt hier. Ist weniger als nichts. Hätte ich auf jeden sonst Fall. keine Zeit gehabt, während Ja. zu studieren. Und wie ist das so? Was ist besser? Studieren? Weiß ich nicht. Also hier ist besser, klar, Mann. Hier ist viel aufregender, oder nicht? Finde ich auch. Sehr aufregend heute. Ray ist am Start, Rolex ist am Das ist einfach ein Banger, den muss man kennen. und ein Gruß geht raus. In den Seelegal. Dicht im Flieger von Julian Sommer. Wow! Ja, ich seh's schon wieder. Dicht in den Flieger. Ich war mit Marc Eggers zum ersten Mal beim Ballermann vor 1,5 Monaten, als er aufgetreten ist. Und es war auf jeden Fall eine Experience. Was, fandst du gut oder fandst du scheiße? Ich fand's sehr gut. Ja? Ich finde, man soll das nicht so ernst nehmen. Also die Leute, die da hingehen, die nehmen ja die Texte nicht ernst, sonst würden die nicht dorthin gehen, I guess. Und ich fand's sehr, sehr Hast du geil. auch einen Turm reingeschraubt? Nee, wir waren vorne irgendwie so neben der Bühne, das war so ein bisschen wegen Marc. Aber ich habe den Chef vom Megapark geküsst. Und du lebst noch? Mit Zunge, oder was? Nee, ohne Zunge. Aber war schon ein intimer Moment. Verstehe. Und ja. du, Mallorca? Sogar ein Thema. Ja, war ich das erste Mal jetzt. Und aber wie nicht im war's? Megapark. Und wo denn Und auch sonst? nicht mit Zunge. In der Klippe? Irgendwo? Schön romantisch? Ja, in Calamino. Calamio, irgendwie hässlichste Stadt auf Mallorca, glaube ich. Ich muss ganz ehrlich sagen, bis jetzt ist es noch nicht so cringe. Ich hätte gedacht, es ist unangenehmer. Aber man checkt auch nicht genau, was jetzt Felix ihr gesagt hat. Und im Video kommt auch gar nicht rüber, wie angespannt die Situation war. Zu diesem Zeitpunkt wussten eigentlich so alle im Raum Loki so, Dennis hat's gecheckt. Aber man war sich trotzdem nicht zu 100% sicher, ob es gecheckt hat. Deshalb haben alle so ein bisschen weitergemacht. Aber im Video kommt es nicht so rüber. Warte. Linkin Park ist das auf jeden Fall. Linkin Park. Wie heißt der Song? Das Geräusch. Ich reicht es nicht, wenn ich nur den Songtitel sage, ne? Drei. Ah, scheiße. Weil wissen Sie überhaupt, dass Deutschland ist gegenüber der Schweiz? Aber Ich sage jetzt einfach mal Gotthard. Gotthard? Kennt man Gotthard nicht? Legendenband aus der Schweiz. Heaven von Gotthard, ich weiß nicht, wie der Song geht. Absoluter Klassiker, absolut emotional, absoluter Banger. Linkin Park, One Step Closer. Wie steht's, Aber Migi? kurze Frage nochmal, wenn ich schon mal gebuzzert habe und wusste quasi einen Teil nicht, darf ich dann nochmal buzzern, wenn es... Okay. Kennt man Gotthard in Deutschland? Nee, klingt irgendwie leicht rechts. Das ist ein Tunnel, ne? Der längste von Europa. Wie kann man Gotthard nicht kennen? Das erstens ein Tunnel und zweitens eine Legendenband. Die haben so Weltsongs. Weltstars, Michael Jackson. Mal der Welt. durchgefahren. Ja? War's cool? Ich finde es nicht so cool, ehrlich gesagt, aber es ist halt ein langer Tunnel, ne? Ja. Bisschen Schon unheimlich. impressive. Also ne, er checkt's voll. Der Plan war eigentlich, dass sie mich immer wegfrontet, weil ich TikToker bin. Sie hat zum Beispiel, als sie reingekommen ist, auch gesagt, heute kein Promi hier, sind hier 2 Wildkader. Und dann haben sie gesagt, nee, Adi ist hier. Und dann sie, ich dachte, es kommt jemand Gutes, zum Beispiel Felix Lobrecht. Ich war mal drin in so einer Führung. Wie steht's, Migi? Okay, weiter. With my boo babe, tastes like Kool-Aid for the analyst. Girl, I can buy your Westie world with my base love. I know that it's good, won't you sit it on my taste buds? I get way too petty once you let me do the extras. Pull up on your... Also eigentlich wüsste ich's. Kendrick Lamar, Humble. Aber ich glaube, ich durfte nicht buzzern, weil ich dann zu nah an den 5 gewesen wäre. black and break it. Leon, Sit down. Du hast du ein Geschenk dabei? Ich habe gerade was schon gelugt. Da oben. Oh So, nee. ja, stimmt. Also es ist ein Kuchen, es ist das Rezept meiner Mutter. Was selbstgebacken ist? Geil, danke. Also das Rezept ist von meiner Mutter und ich hab's nachgebacken. Wir lieben ja selbstgebackene Sachen in dieser Sendung, das weißt du hoffentlich. Möchtest du auch mal Deswegen habe ich das mitgebracht. Sieht okay aus. Ja, ihr müsst relativ viel nehmen, finde ich, damit der Geschmack durchkommt. Ich hoffe, das ist gut, weil ich hatte echt richtig, den Teig muss man echt 2 Tage fast gehen lassen. Der Kuchen war komplett versalzen. Aber irgendwie, er hatte irgendwas. Digga, er hat gar nicht mehr richtig mitgemacht, Dennis. Was denn? Ist das nicht gut oder was? Ich habe immer Angst, dass es Benny ist, ne? Ey, ernsthaft, ist es so schlecht? Wie kann ich mich aus dieser Situation befreien? Was soll ich machen? Weihnachtsgeld!
Ich stelle den jetzt hier runter, wenn ihr später noch was wollt. Keine Ahnung, ich habe jetzt den halt extra das hierher gebracht. Ich habe mal sowas bei Kanz gegessen, hat genauso geschmeckt. Das ist wieder Schoko. Das ist wieder Opi. Alicia Keys Falling. Oh nein, ich war genauso schnell. Wie kann man das wissen? Wieso weiß man sowas? Das ist auf meiner Sex-Playlist. Matchball. Matchball für mich. Usher, yeah. Featuring? Little Cross, Little... Take-off. Take-off. Digga, einen Tag vor dem Dreh ist Take-off gestorben. Das ist doch fast richtig. Lil Wayne, Usher, yeah. Nee, ich habe keinen Plan von Songs, habe ich gemerkt. Also ich muss ja da auch nicht gewinnen. Ich musste da auch nicht gewinnen, aber ich habe irgendwie keinen Plan von Songs. Usher? Ah, fuck, ich hab's nicht gesehen, scheiß drauf. Wo machst du den Partyclub zu Hause? St. Moritz, Zermatt. Gehen wir mal über die Schweiz, können wir mal über Frankreich reden? Was gibt's in Frankreich? Na, da gibt's eher so Usher-Musik, ehrlich gesagt. Ja? Ja, so eine nicht in klassischere Frankreich Clubs, da gibt's nicht so Joule? Techno. Gibt's nicht so Joule? Joule, ich war mal in Nizza und dann haben uns Leute so beigebracht, für Joule macht man irgendwie so, das ist so ein Gang-Sign. Entweder so oder, ich weiß nicht genau, Joule hat auf jeden Fall, ist ein großer Rapper in Frankreich. Kenn ich nicht, weiß ich nicht. Was ist so toll an Frankreich? Das ist voll das schöne Land, da kann man gut Das ist doch besser als die Schweiz. essen, aber das wollt ihr ja nicht. Und ganz guten Wein halt. Warst du noch nie in Frankreich? Nee, doch nicht. Finanziellen Mittel fehlen da noch, aber ich arbeite dran. Ich vergesse es wieder. Godzilla, oder? Nee. Eminem. Schon wie? Just World? Nee, wie heißt der? Ah, wieso wusste sie es? Einfach aus dem Nix. By the way, ich habe gesehen, dass die Leute in den Kommentaren richtig pisst sind über Joule, wenn man die Kommentare anschaut. Ich glaube, viele Leute haben das nicht gecheckt. Ah, der Rechte tut mir voll leid, ihr meint's mir nicht. Wer ist dann diese Niederländerin? Diese Frau mega unsympathisch, sagt, was ihr wollt. Richtig viele Leute haben es irgendwie nicht gecheckt, dass es ein Prank ist. Man sieht es in diesem Video auch nicht so krass. Das Video von 1 Live ist, glaube ich, besser, weil wenn man dort die Sicht von Felix sieht, von hinten. Ja. Lass ich mal gelten. Ich habe das vorher nicht böse gemeint, ne? Was? Also ich habe das, dass ich dich nicht kannte, das meinte ich nicht böse. Alle sie. Aber was, kann ich kurz fragen, also den Song hast du vorhin geschrieben, das heißt, du bist Musiker oder was? YouTube. Also so YouTube und TikTok. Ach so. Mann, ich wusste nicht, wie reagieren. Der Plan war eigentlich, dass sie mich richtig viel beleidigt. Und ich dann irgendwann so wie ein bisschen ausraste und sage, ey Digga, kannst du auch mal die Fresse halten? Aber das Problem war, dass Dennis das früh gecheckt hat. Das heißt, sie konnte nicht mich so richtig voll beleidigen, weil dann hätte er direkt gewusst, okay, da ist was im Busch. Und dann mussten wir so ein bisschen bremsen. Dann kam es leider nie so full zu diesem Ausraster, was ein bisschen wack war. Aber ja, das wäre wahrscheinlich auch sehr, sehr cringe geworden. Bist du auch in Deutschland bekannt oder in der Schweiz noch? Ein bisschen in Deutschland. Ah, ja. Aber nicht so viel wie in der Schweiz. Warte mal, aber wie viel habe ich? 4. Und ihr? 4, 3. Are you lonesome tonight? Do you miss me? Elvis Presley? Bloodhound. Nein? Are you alone? Are you sorry we drifted apart? Das ist doch hier Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight? Genau. Nein, das wollte ich erst sagen. Und eigentlich war es auch nicht der Plan, dass er gewinnt. Er freut sich gar nicht. Er freut sich gar nicht. Ich weiß nicht, wer hierfür verantwortlich ist, dafür die Verantwortung tragen wird, aber ich bedanke mich trotzdem. Dankeschön. Waren nicht so viele Schweizer Songs dabei. Liebe Freunde, wenn ihr auch mal hier stehen wollt. Ja, Digga, wenn Schweizer Songs dabei gewesen wären, dann hätte ich auch gewonnen. Ah, ein Schweizer Song außer meiner dabei? Nix DJ Bobo, nix DJ Antoine. Enttäuschende Situation. Das ist euer Lieblingssong in die Kommentare und euer liebstes Land und was ihr da gern verspeist. Ich liebe Deutschland und esse gerne Rostbratwürste. Und zwar die groben und ungebraten. Und Adi, nochmal großen Applaus für dich natürlich. Danke. Danke. Ich wünsche dir auch einen großen Applaus. Ja, aber irgendwie ist die Stimme komisch, oder? Stimmung ist scheiße, Video ist gut, ist bei uns immer. Also liebe Freunde, Daumen nach oben.
Endcard. Ja, man muss sagen, Dennis hat es eigentlich voll gut runtergespielt, für das er gar keinen Bock mehr hatte, ne? Ja, aber das war's jetzt schon, oder was? Das war's schon, ja. Echt jetzt? Das war schon, dafür hat sich auf den Weg hier gemacht. Oben gibt's, erkennst du den Song? Ja, Das war aber er die- ist ja auch extra aus der Schweiz gekommen und jetzt ist er... Echt hat jetzt? Geschäftstermine noch hier. Dann Ich hätte er dachte, das geht viel länger. Das ist eben, Das war's wenn man jetzt. arbeitet, ist es so. oben gibt's. Ja, Kennst du den Song? was war denn das für ein Spruch gerade? Was? Er hat gesagt, dass du nicht arbeiten gehst. Was hast du? Nee, ernsthaft, hast du das gesagt? Oh nee, Digga! Ja, das war so ein Hä, ich Witz. hab studiert, Ja, Alter. das war so ein Witz. Was machst du, YouTube oder was? Ja. Und was? Und TikTok? Das ist halt, Da hätte ich mehr zurückfronten sollen, aber ich wusste nicht wie. irgendwie ist das total bescheuert. Ist fertig, oder? Also nur weil ich jetzt dich nicht... Mach du noch die Sorry, nur weil ich dich nicht kannte, ich bin halt aus der Generation und so. Alles Keine ist Ahnung. Aus der Renation. Das war's hier mit dem Video. Tschüss. Ja, ich find's halt irgendwie richtig scheiße. Ich bin fast die einzige Frau und irgendwie... Das ist Geschäftsmodell Ja, aber bei ihr uns. applaudiert da alle dazu. Das ist doch irgendwie total affig gerade. Oh, sorry. Ja, fuck, ey. Das war's jetzt, oder was? Ja? Ja, Das war, glaube ich, der Anruf von Felix Lobrecht, ne? ja. Oh shit. Ey, aber ich muss sagen, ich habe ein bisschen verkackt. Ich hätte es ein bisschen besser machen können. Ich hätte da ein bisschen mehr zurückfronten sollen, aber hat irgendwie nicht geklappt. Von dem her, F an mich. Ja, Vollkatastrophe, Mann. Ich geh mal kurz raus für den Empfang. Ist hier scheiße. Hier ist Matt Eagle! Ey, aber ich habe ein Gastgeschenk dabei. Für euch zwei Arschlöcher. Komm mal her. Komm her, du Arschloch. Oh Mann, ey. Oh, ich hasse dich. Nicer Balenciaga-Pulli. Gastgeschenk! Eisleib-Krone! Geil. Das war eigentlich das Build-up zu diesem Ganzen, dass sie die 1Live-Krone bekommen. By the way, diese Krone sehe ich auf jeden Fall auch bei mir im Schrank in den nächsten 13 Jahren. Ist das auch noch ein Prank? Ist auch noch ein Prank hier gerade? Ja, das ist echt, glaube ich, oder? Bist du eingebunden in irgendwas? Nein! Wieso bist du verkabelt? Weiß ich auch nicht, wo die verkabelt. Ich darf das irgendwie machen. Ja, danke an alle 1Live-Zuhörer und Zuhörerinnen. Für diese Ich bin immer Comedy-Krone. noch ich hab eiskalte Hände, ich hasse das. Und wer macht die Scheiße weg? Du wusstest noch irgendwas, oder? Nein, wusstest du was? Guck, das hier hinten, dieser Mann hier, der ist Miggy. Der zieht die Fäden bei WWW. Das ist ein kleiner Lux. Ja, also Benny war involviert. Ja, danke schön. Ich weiß jetzt nicht wofür, aber das ist auch noch Teil des Pranks. Du kriegst keine Preise mehr. Oder hol mir gleich, kommt gleich hier. Pfizer Kabusi und gib mir die Krone ab hier. Oh Gott, ich habe eiskalte Hände. Ich bin total nass geschwitzt. Ich sag echt. Aber wie lange ist denn das hier geplant? Draufhalten, ne? Das ist ja... Dann drehen wir noch eine Folge, wie ihr wisst, ne? Los, jetzt flippst du an! Ja, geil. Oh mein Gott, ich bin total in Zittern gerade, echt, ey. Aber wo ist denn jetzt die Wildcard drin? Da bist du doch. Komm mal kurz her. Ey, weil ich hab sorry, einen Mann. Applaus, Riesenapplaus hier. Ich wusste auch gar nicht, wie ich auf dich reagieren soll. Also Nee, ich privat wollte- ist sie noch schlimmer. Ich wollte, er hat mich extrem reduziert heute, aber ich hätte eigentlich Bock gehabt, viel mehr zu eskalieren, aber ihr seid einfach Ich kann mit sowas gar nicht umgehen, weil ich dachte auf jeden Fall, es ist da, ich dachte, alles wäre echt, habe ich gedacht. Hast du auch gesagt, dass du nicht kennst und so, weil wir hatten auch teilweise weirde Wildcarder hier schon. Das heißt, das habe ich alles schon mal erlebt, aber weil du da gesessen hast die ganze Zeit. Ich wusste, du hast dich geweigert aufzustehen. Du musst mir dann auch in solchen Situationen auch mal helfen, Ja, ne? für die Zukunft weiß ich das. Er ist so sauer. Er ist so sauer. Also ich glaube, das Dumme an der Situation war, wir alle haben gedacht, dass er es früh gecheckt hat. Und er hat es, glaube ich, auch früh gecheckt. Aber weil wir das so lange durchgezogen haben, der ganze Dreh ging wahrscheinlich so 30, 40 Minuten, dachte er dann mit der Zeit, ja nee, es kann nicht echt sein, irgendwann muss es aufgelöst werden. Dann hat er weitergespielt. Aber wir waren dann schon so wie gehemmt, weil wir dachten, ja, der hat es ja eh schon gecheckt. Aber jetzt am Schluss denkt man so, ah ja, er hat es eigentlich gar nicht so krass gecheckt. Scheiß drauf, ich hatte mein Maul. Übrigens, am 8.12. kriegt ihr die offiziell verliehen in Bochum. Muss ich jetzt wieder hergeben oder kann ich die behalten? Das musst du die Produktion fragen. Da steht 2021, also würde ich das mal abgeben, würde ich eine neue. Ja, geil, danke. Also perfekt, dass du hier mit Corona kommst. Mega, Felix, danke. Immer gerne. Vielen Dank an das ganze Team von uns natürlich, die diese Krone mitgewonnen haben. Applaudiert euch selbst. Geil. Ich dränge mich jetzt auch noch mal ins Bild. Thumbnail!
Komm ein bisschen in die Mitte, Felix, das ist das Schöne. Okay. Liebe Freunde, oben gibt's die letzte Folge Erkennst du den Song und unten gibt's ein Behind-the-Scenes-Video von diesem. Ja, Digga, geiles Video. Platz 1 in den Trends. Glückwunsch zur Krone. Mein Auftritt. Ich will nicht mehr drüber reden. Gebt dem Video ein Like, abonniert diesen Kanal. Wir sehen uns noch bei der Reaction auf das Video bei 1 Live, das ganze Behind the Scenes. Ich bin sehr gespannt. Das kommt entweder morgen online oder ist schon online von gestern. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich küsse eure Augen, eure Herzen und eure Haustiere auf den Mund mit so einem Kuss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. My heart just got stuck between these loops. My heart